Wenn man den Leuten gesagt hat. Die Vornamen für die Kinder hat man nach einem bestimmten Schema ausgelesen. Zuerst sind die Vornamen der Eltern vom Vater dran gekommen, danach die Namen der Eltern der Mutter, danach der vom Vater selber oder der Mutter selber und dann die von ihren Geschwistern. Und hat man dann noch mehr Kinder gehabt, dann hat man in der Verwandtschaft noch weiter rausgeschaut. So hat meine ältere Schwester Rosina geheissen, wie die Mutter vom Vater. Weil ich dann wieder ein Mädchen war, habe ich wie die Mutter von der Mutter geheissen, Adelheid. Und da ist wieder ein Mädchen gekommen. Die Mutter selber hat jetzt aber eben auch Rosina geheissen und der Name war schon vergeben bei der älteren Schwester. Und so hat man der jüngeren Schwester 2 Namen gegeben. Sie hat einen von der Vaterseite und einen von der Mutterseite bekommen. Maria Euphemia. Kennt ihr daraus? Weil überall etwa die gleichen Vornamen auftaucht sind, hat man die Leute anders unterscheiden. So hat man über Generationen den Flurnamen gebraucht, wo die Vorfahren oder sie selber daheim waren. Das Höftige Anni, das Guflers Hänsel, das Grundners, der Mattlaue Schak, der Grütsch Churet, der Berge Schäkel, das Kleingädelers Frickel, der Eckheiri, der Olmeiheiri. Oder man hat dort den Beruf oder sonst eine Tätigkeit gebraucht, um zu merken, wer gemeint sei. Das Alzwegers, die Schifferdeckers, das Geisser Adams, die Hebammen, die Schlichters, die Packers, die Ogersämis. Wenn jemand ein Geschlecht hatte, wo die Enge weniger vorkam, hat man das gebraucht. Das Vögelis, das Blesis, das Mächlers, das Wahlen, das Meiers im Knie, das Meiers im Sand. Das Enge hat man den Vornamen vom Vater und manchmal noch vom Grossvater gebraucht, um zu sagen, wer man meint. Das Michels Hans, das Hermendels Heiri, das Heiri Stöffe Frick. Das Matt hat man für das Gleichling den Vornamen von der Mutter gebraucht. Zäfis Dietsch, Sabinis Heiz, Zadelheide Schang. Natürlich hat es auch viele Übernahmen gegeben, die ich jetzt verschweige.